De Ministère de la Santé huet insgesamt 2,5 Millionen Euro für 700.000 Dosen Impfstoff gegen die Neugrippe ausgehen. Und trotzdem muss sich nimmen eng 50.000 Leute zu Lützeburg tatsächlich impfen gelos. Wenn's die Rekommendationen von Experten, die geraten hatten, sich zweimal impfen zu lassen, hat der Staat so eine hohe Quantität vom Impfstoff bestellt. Der Marsti Bartolomeo hat annonciert, dass den Überschuss vom Impfstoff und die Länder soll verteilt gehen, die nicht genug hatten oder bestellen konnten. Etwas Konkretes ist aber noch nicht décidéiert. Der Procureur General hat am Montag an einem Kommuniqué konfirmiert, dass die zwei männlichen Leichen, die den 31. Dezember gefunden waren, einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind. Bei den Resultaten von der Autopsie ist hervorgegangen, dass die jungen Männer erschossen sind. Daneben konnte auch abgedeckt gehen, dass die zwei Ausländer waren, die sich scheinbar illegal zu Lützeburg abgehalten haben. Den Alter von beiden Opfern ist auf 27 und 29 Jahre festgelöst gehen. An den Zusammenhang zwischen beiden Mordfällen ist immens wahrscheinlich. Mit einem pompösen Fest hat den Emirat Dubai gestern die Ouvertüre vom weltweit höchsten Turm gefeiert. Tausende Leute waren zu Gast bei der Ouvertüre mit einem riesigen Friedefeier, Wasserfontänen und einer Lichtershow von lo umbenannten Burj Khalifa, den offiziell 828 Meter hoch ist. Den Turm ist dem Staatschef von den Vereinten Emiraten, dem Scheich Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, benannt gehen. Der mittlerweile hoch verschuldete Emirat will den $1,5 Milliarden teuren Turm als Signal aus der Krise setzen.